Guten Tag miteinander. Guten Tag. Ja, ich bin ein Aktivist gewesen. Das wissen wir ja seit 2 Wochen. Ist das, nein, man kann nicht sagen, kalter Kaffee, das kann man nicht. Sondern es ist noch immer meine Gesinnung. Und es ist ganz klar so, dass das Verbrechen ein Ende muss finden. Ja, ich komme jetzt weiterhin als Opfer quasi da dran. Und ich kann jetzt da mich nicht ausreden, ich bin jetzt da wirklich ein Opfer. Ich meine, kein Auge mehr, keine Nebenniere mehr, einen gelähmten Fuß zu haben. Und, oder? Also nicht mehr können laufen, nicht mehr können richtig reden, auch mit der Logopädie jetzt. Problem. Nein, jetzt müssen wir einfach aufhören, oder? Ja, und jetzt geht es um den Gerichtsprozess, der in St. Gallen war, oder? Claudia Schmid, das ist die Redaktorin und Journalistin vom Gericht, vom St. Galler Tagblatt. Die Frau, die hat noch nie mit mir geredet, ich bin auf sie zu, habe sie gefragt, wer sie ist, mehr war nicht gewesen. Sie hat also mit dem Opfer gar nicht geredet. Und er hat einen Bericht verfasst, wo das Opfer eigentlich nie zu Wort gekommen ist, sondern nur irgendwie ein bisschen dargestellt wird. Ich fand das Gericht jetzt einmal, den Bericht, wo ja eigentlich selber das Gericht ist, mal an und gehe da Stück für Stück jetzt drauf ein, wie es tatsächlich war. St. Galler Kreisgericht verurteilt Maskengegner. Dieser lässt den Richter nicht ausreden. Ich bin mein eigener Arzt. Und ja, das bin ich. Wenn es nicht ein Notfall ist, bin ich das. Ganz sicher. Und für die Notfälle habe ich nicht eingesorgt, sondern Securitrans und SBB Police. Die haben dafür gesorgt, dass wir mir so Notfälle gegeben haben. 8 an der Zahl allein in diesem Jahr und 4 Operationen. Alles als Folge von. Ja, eben wenn man dann mit den Betroffenen nicht redet, kommt so ein Artikel raus. Ein Mann hat sich geweigert, im Hauptbahnhofgebäude St. Gallen eine Maske zu tragen. Stimmt. Am Kreisgericht wehrte er sich wortreich, aber vergeblich gegen einen Schuldspruch. Stimmt auch. Die Urteilsbegründung des Richters verweigerte er. Es sei ein absolutes Fehlurteil. Stimmt auch. An einem Nachmittag im November 2020 wurden 2 Sicherheitsleute im Gebäude des Hauptbahnhofes St. Gallen auf den Beschuldigten aufmerksam, weil er keine Maske trug. Ja, also sie sind an mir vorbeigelaufen im Gang vom Hauptbahnhof und dann haben sie mich blöd angequatscht und dann habe ich daneben gefunden, nach einem Jahr sollte man es drauf haben mit der sozialen Kompetenz, oder? Und dann beleidigt und beschimpft mich einer von denen. Oder? Und dann bin ich ihnen nach und habe sie gestellt. Oder der 64-jährige Schweizer machte geltend, dass er ein ärztliches Attest besitze. Habe ich nie gesagt. Nie. Nie. Ich habe nie von einem ärztlichen Attest geredet. Ich habe von einem Attest geredet. Und das habe ich seit dem Oktober letztes Jahr online für alle sichtbar, mit allen Gründen in meiner Seite. Und noch nicht ein einziges Mal ist einer von diesen Securitrans oder SBB-Police-Typen mal fähig gewesen, das anzuschauen. Oder hat es anschauen. Noch nicht einmal. Oder? Laut Staatsanwaltschaft verabschiedeten sich die Sicherheitsleute nach einer kurzen Diskussion. Wir hatten keine Diskussion gehabt. Sie sind an mir vorbeigelaufen und sie haben mich während dem Vorbeilaufen beschimpft. Das war es. Und sie haben sich nicht verabschiedet, sondern sie haben mich beschimpft. Kein gültiges ärztliches Zeugnis dabei, ist der nächste Zwischentitel. Wie es in der Anklageschrift heißt, folgte ihnen der Beschuldigte und sprach sie im Freien an. Jawohl, ich bin ihnen dann gefolgt.
Noch immer trug er keine Maske. Nein, noch nie getragen und er wird sie ja nie. Das müsst ihr jetzt einfach mal sehen. Ich muss das nicht, ihr Affen. Ihr seid Affen, wenn ihr so tut mit Menschen. Sorry, das muss man euch klar mal sagen. Und auch dem Richter. Wirklich wahr. Obwohl überall beschildert war, dass auf dem ganzen Areal des Hauptbahnhofs eine Maskenpflicht besteht. Ja, beschildert ist das schon. Gesetzlich ist das Katastrophen und überhaupt nicht haltbar. Der Mann verlangte die Personalien von einem der beiden Sicherheitsmännern, um diesen anzuzeigen. Jawohl, habe ich verlangt. Hätten wir aber nicht gegeben. Hätten wir nicht gegeben. Oder? Gesagt worden im Gericht ist, sie hätten sich ausgewiesen. Oder? Stimmt nie. Nie. Haben sie noch nie gemacht. Einfach noch nie. Sogar der Chef von der SBB-Police habe ich auch, gerade am ersten Mal im September mal gehabt. Auch der nicht. Oder? Nein. Grosse Schnorren, nichts dahinter. Kann man das sagen? So sagt man es dem Volk. Als er ebenfalls gebeten wurde, den Ausweis zu zeigen, weigerte er sich vehement. Jawohl, das habe ich gemacht. Also bei ihm habe ich das nicht gezeigt, weil ich mich ausweisen wollte und die Stadtpolizei auf dem Platz haben. Erst als die Stadtpolizei auf dem Platz erschien, ich habe sie ja verlangt. Es wird so dargestellt, als hätten die anderen die Stadtpolizei einfach gerufen wegen mir. Das Telefon ist schon vom Securitrans gekommen, weil er schneller war als ich mal anrufen. Das war es. Aber verlangt habe ich die Stadtpolizei. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Das hat ein Richter nicht angeschaut. Niemand hat das einfach sehen, oder? Und es ist einfach so. Man könnte es sehen, wenn man es will, hören, oder? Aber es wird nicht gehört. Die Beschuldigten werden einfach in den Necken reingedrückt. Es wird nur das und dies und jenes angehängt. Und dann wird Geld gemacht. So sieht es aus. Kohle machen. Kanton St. Gallen, Stadt St. Gallen, ihr seid das Hässlichste geworden, was in meinem Leben jetzt da existiert. Ihr Wort. Ihr seid das Hässlichste geworden. Und ja, es ist eure Teil. Wir können es wieder kehren, wenn ihr wollt. Ich bin irgendwie da daheim, oder? Denke ich. Der Beschuldigte erhielt von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, mit dem er wegen Widersetzung gegen Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung im Sinne des Epidemiengesetzes, Klammer Maskenpflichtverletzung, das ist eine unglaubliche Sauerei, was die Frau da schreibt. Sie hat sich überhaupt nicht auseinandergesetzt mit der Gesetzgebung. Also, null. Als Mitbegründer von impfentscheid.ch weiss ich dann schon ein bisschen etwas, was im Epidemiegesetz steht. Und, I'm sorry, ich habe keine Massnahmen und schon gar nichts gegen die Bevölkerung verletzt. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich bin der seit Anfang Jahr, seit bald 2 Jahren, die Bevölkerung will schützen und informiert. Unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, er sollte eine Buße von 53 Franken und Gebühren von 250 Franken bezahlen. Dagegen erhob er Einsprache, weshalb es zu einer ordentlichen Verhandlung am Kreisgericht kam. Ja, ordentlich ist die Verhandlung eben überhaupt nicht gewesen. Ich habe von Anfang an darauf hingewiesen, dass Gewaltentraining da wirklich zur Force gekommen ist. Ich habe darauf hingewiesen, der Richter selber, ich meine, ist mir ja schräg hingekommen, dass der noch Kläger heisst, oder? Oder? Habe darauf hingewiesen, er hätte es nicht so gesehen, oder? Überhaupt nicht, oder? Er hat überhaupt nicht gesehen, was von mir ist, oder? Ist nur, ja, was die anderen sagen, die eine Uniform haben, das gilt, und was die anderen sagen, die keine Uniform haben, das gilt offenbar nicht, oder? Maskengegner provoziert gerne. Ist mein Job als Journalist, als Pressemensch, ist das mein Job, auch ein bisschen provokative Fragen stellen, oder? Was ist da ungewöhnlich, oder? Er betrachte sich absolut unschuldig, erklärte der 64-jährige Mann dem Einzelrichter. Die Sicherheitsleute hätten seines Erachtens absolut kein Recht gehabt, ihn wegen der Maskenpflicht anzusprechen. Stimmt. Das ist unverhältnismäßig.
Das sei ein unverhältnismäßiges Verhalten, weil er in solchen Situationen gerne provozieren, habe er zu ihnen gesagt, ob sie eigentlich in der Zwischenzeit noch immer keine Sozialkompetenz gelernt hätten. Jawohl, stimmt. Stimmt, jedes Mal habe ich es gesagt. Verstehen es aber nicht. Ich glaube, über ihrem Horizont, keine Ahnung, ich weiss es nicht. Ist bis jetzt noch nie angekommen. Mal einmal, bei 2 SBB-Policemenschen, wo wir wirklich recht gegeben haben. Ein einziges Mal. Auf Selbstdeklaration berufen. Wortreich erklärte der Beschuldigte, weshalb er seiner Meinung nach kein ärztliches Zeugnis braucht, um ihn von der Maskenpflicht zu befreien. Es müsse die Selbstdeklaration gelten, betonte er. Ja, bin ich immer noch der Meinung. Eindeutig. Er sei sein eigener kompetenter Arzt und habe sich durch seine Methoden schon von vielen Krankheiten erholt. Seit Jahren, seit 2007. Ich wäre nicht mehr da, hätte ich es nicht selber gemacht. Ja, eindeutig. Seit der Pandemie sei nun alles auf einen Schlag vernichtet worden. Nein, nicht seit der Pandemie, seit der SBB-Police und der Securitrans, die mich am 20. Januar im Bahnhof in St. Gallen derart fertig gemacht haben, dass ich mit Notfall im Spital gelandet bin, den nicht geröntgt worden bin, wieder rausgeschickt worden bin, noch eine ganze Reihe Notfall hatte und Operationen und durch den Schlag aufs Brustbein eben mein Immunsystem mit Zelluläre eben beschädigt worden ist und die ganze Reihe dann losgegangen ist. Von dem redet ja kein Mensch. Nein. Ja, seit der Pandemie sei nun alles auf einen Schlag vernichtet worden. Ihr müsst das bitte ein bisschen nachsehen. Ich habe logopädische Schwierigkeiten seit dem Schlaganfall vor 2 Wochen. Ihr müsst das ein bisschen nachsehen, sorry. Werde die Selbstdeklaration nicht akzeptiert, befinde er sich im falschen Land. Und ja, das ist gegenwärtig wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Ich bin nicht mehr in dem Land, das ich kenne. Immer wieder fiel er dem Richter ins Wort und monierte, er höre ihm nicht zu. Das stimmt nicht. Ich bin ihm ins Wort gefallen, ja, ein paar Mal, weil er mir auch ins Wort gefallen ist. Oder? Also, gerade mal klar dargestellt. Oder? Und dass ich gesagt habe, dass ich ihm gar nicht zuhöre, kann mich nicht erinnern. Überhaupt nicht. Nein. Na. Schließlich erklärte er, er wolle nun eine Anzeige machen. Und ja, das habe ich wollen. Das habe ich geltend machen, dass einfach will, dass es gehört wird. Das ist mir schon klar, dass man im Gericht das nicht anzeigen kann. Aber das ist das, was ich eigentlich machen will. Ja. Aber da habe ich im Moment Kraft nicht dazu. Wenn ich irgendeine Hilfe bekomme, juristisch, dann kann das gehen. Ja, das ist möglich. Also, der Artikel, der ist einfach, ja, man sitzt in ein Gericht rein, man hört, was der Richter und die Staatsanwalt sagt und man redet nicht mit dem Beschuldigten, oder? Und nachher schreibt man einen Artikel und dann kommt so etwas raus, oder? Es ist völlig falsch dargestellt. Die ganze Sachlage, und es geht ja um Sachen, oder? Gericht nicht um Sachen urteilen. Oder nicht um Menschen. Das ist es ja. Und Menschenrechte und Würde haben sie jetzt so massiv verletzt. Ja, diese Sachlage ist ganz anders als dargestellt. Also es ist nicht so, wie dargestellt im Tagblatt. Das ist überhaupt nicht so. Ich mag jetzt da den Text irgendwie überhaupt nicht mehr weitergehen. Also ich finde wirklich, es ist ein Fehlurteil. Ich habe geklärt, was gegangen ist. Ich habe es im Vorfeld gemacht und ich habe kein Gehör bekommen. Es ist eine Sauerei, es ist keine Gewaltentraining mehr da. Das ist wirklich das. Ja, das ist wirklich das. Und ja, ich würde mir wünschen, dass da wirklich ein anderer Artikel da in die Zeitung reinkommt, wo da ein bisschen mehr auf das Thema eingeht und da mal klar macht, was das Securitrans und SBB Police da alles verbrochen haben in diesem Jahr. Also ich bin sicher nicht der Einzige, aber ich bin sicher einer von denen, der halt ansteht und vielleicht auch ein bisschen provoziert, aber das gibt mir überhaupt keine Rechtfertigung, Leute zu beschimpfen oder eben sogar abzuschlagen, oder? Was sie mit mir nicht gemacht haben. Nein, das gibt's nicht.
Die Rechtfertigung besteht nicht. Und es gibt keine Maskenpflicht gesetzlich. Das gibt's nicht. Ist nicht wahr. Und Gott verdeckel mal, jetzt hört doch einfach mal auf, einfach blind alles zu glauben und mitzumachen. Zeigt mir mal den Berg von diesen Toten, von dieser Pandemie. Zeigt mir mal den Berg. Zeigt mir den. Und ich glaube euch sofort, dass wir eine Pandemie haben. Aber bislang ist noch nicht ein einziger Berg gekommen, zu mir da. Ich habe noch nichts gesehen. Im Gegenteil, wir haben noch eine Untersterblichkeit. Unser Durchschnittsalter erhöht sich. Hey, nein, sind wir eigentlich gar kein Kopf, wirklich. Nein. Mache ich nicht mit, so etwas. Und wer meine Selbstdeklaration nicht akzeptiert, ist in meinen Augen kein menschliches Wesen mehr. Das ist ein Apparatschnick. Nichts anderes. Nein, ich kann das nicht so akzeptieren und werde das auch nicht. Auf keinen Fall. Werde ich nicht. Nein. Da können die Leute nur so gut meinen, wenn sie solche Fehler machen, ist das Meinen eben sträflich. Das sind ganz, ganz hässliche und grusige Fehler gegenüber den Menschen. Und das geht nicht. Mit dem müsst ihr jetzt einfach aufhören. Und solche Zeitungen bitte jetzt einfach mal wieder einmal zum wirklichen, echten, wirklichen Journalismus zurückzufinden. Da bitte ich darum. Dankeschön.